Eigentlich ist das Leben ziemlich simpel und einfach. Wenn einfach nicht alle anderen wären, oder? Und es immer so elend kompliziert würden machen, oder? Vielleicht hast du auch schon mal so gedacht oder das ausgesprochen. Steffi und ich haben auch schon so Gedanken gehabt und gesagt, es könnte doch so einfach sein, wenn einfach nicht die anderen. Aber was es ein bisschen ausdrückt, ist, dass wir Beziehungen eben manchmal als herausfordernd erleben. Es nicht immer nur so einfach sind und darum haben wir eine neue Serie jetzt eben, wo wir drin starten, zweimal mit dem Titel Wagnisbeziehung. Und Steffi hat das auf dem Slide mit so einem dünnen Fädeli dargestellt. Ah ja, da genau, sieht man. Weil es auch manchmal eben Beziehungen auch irgendwo ein Risiko enthalten. Sie enthalten das Risiko, dass wir verletzt könnten werden oder enttäuscht. Es kann Konflikt geben oder wir können zurückgewiesen werden. Oder sogar, fast noch schlimmer, manchmal das Risiko, dass man ausgenutzt wird in einer Beziehung. Und darum ist es, glaube ich, schon treffend, wenn man sagt, Beziehungen sind irgendwo auch ein Wagnis, wo wir uns darauf einlassen. Aber so wie jedes Wagnis zwar Risiken drin hat jede Herausforderung ist irgendwo eben in dem Sinne auch ein Abenteuer und kann unser Leben enorm bereichern. Und auch gerade Beziehungen, weil sie so unberechenbar sind, wie bei einer Abenteuergeschichte auch so Hindernisse drin hat, die man überwinden können, so haben sie eben auch so viele schöne und gute Seiten und es ist unglaublich schön und zufriedenstellend, wenn es einem gelingt, auch in Beziehungen so Hindernisse und Sachen zu manövrieren und irgendeinen Weg drumherum finden. Und darum sind es Wagnisse, wo es sich immer wieder lohnt, auch uns darauf einzulassen. Ich bin in den Vorbereitungen auf etwas gestoßen, spannende Beobachtung, nämlich, dass je älter wir werden, desto schwieriger wird es, Freundschaften zu knüpfen. Warum? Verrate ich jetzt noch nicht, sondern erst ein bisschen später. Wir sind ja in einem Jahresthema drin, Agape, eine Liebe, die wächst. Und wir haben in diesem Jahresthema so verschiedene Ebenen, die wir anschauen. Die eine ist unsere Liebe zu Gott oder Gottes Liebe ja zu uns, unsere Liebe zu unseren Mitmenschen und unsere Liebe zu uns selber. Und in dieser Serie beleuchten wir nochmal den Aspekt zu Liebe zu Mitmenschen. Und im Epheser macht der Paulus eine starke Aussage, Kapitel 5, Vers 1 und 2, und sagt: Nehmt euch daher Gott selbst zum Vorbild. Ihr seid doch seine geliebten Kinder. Konkret heißt das, alles, was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein. Denn auch Christus hat uns seine Liebe erwiesen und hat sein Leben für uns hingegeben, wie eine Opfergabe, deren Duft vom Altar zu Gott aufsteigt und an der er Freude hat. Also er sagt, alles soll von der Liebe bestimmt sein und da ist Agape-Liebe gemeint und damit beschließt das eben auch unsere Beziehungen mit ein und sagt, hey, auch die sollen von Liebe bestimmt sein. Und jetzt ist das natürlich sehr eine allgemeine Aussage. Und wir haben uns auch überlegt, wie sollen wir das machen in dieser Serie? Sollen wir jetzt einfach auf konkrete Arten von Beziehungen eingehen? Wir haben uns dann entschieden, dass wir das nicht machen, sondern dass wir lieber Themen rauspicken, die allgemein alle Beziehungen betrifft. Weil einfach auch da in den Kirchen, oder wir haben so viele Arten von verschiedenen Beziehungen, wo Leute drin sind, verschiedene Lebensstadien. Und haben uns aber für zwei Themen entschieden, wo wir merken, hey, die sind immer wieder herausfordernd in Beziehungen. Und das eine ist Vertrautheit und das andere sind Konflikt. Und heute geht es darum, um Vertrautheit wagen. Und ich habe zuerst einen mega coolen Begriff gefunden und dann habe ich plötzlich so gemerkt, ja, aber was heisst jetzt einfach Vertrautheit? Oder ist das einfach, ja, man kennt sich und weiss ein bisschen und bin dann ein bisschen im Duden schauen. Und der redet von einer engen Beziehung, einer emotionalen Form von Intimität oder ein anderes Wort, das kennen wir aus der Bibel besser, ist Verbundenheit. Es drückt sich aus in Nähe, Respekt, Wertschätzung, aber auch ganz praktisch Unterstützung. Und dann bin ich natürlich in die Bibel schauen und gemerkt, hey, das Wort Vertrautheit oder auch, das findest du so in der Bibel nicht.
Und was man aber findet, eben, ist viel über Verbundenheit und Gemeinschaft und einen liebevollen Umgang in der Gemeinschaft miteinander. Und dort habe ich dann etwas Spannendes entdeckt, nämlich das griechische Wort, das in der Bibel auch gebraucht wird für Gemeinschaft, ist Koinonia. Und das Wort hat im Wortstamm Koinon und das heißt Teilhabe. Und griechisch dann Koinoneo, also wie so das Verb dazu, heißt Anteil geben. Und dann gemerkt, aha, auch wenn es Vertrautheit nicht gibt, das steckt eigentlich im Wort Gemeinschaft im Griechischen schon mitten drin. Weil Vertrautheit entsteht dort, wo man einander Anteil geben. Und das ist das, was im Griechischen Gemeinschaft ein Stück weit ausmacht, dass man sich Anteil gibt im Leben. Gott hat uns als Beziehungswesen geschaffen. Und ich glaube, ohne Beziehungen mit einem gewissen Tiefgang, einer gewissen Vertrautheit, werden wir einsam, werden wir sogar krank. Da gibt es Studien dazu. Eine hat gesagt, dass Einsamkeit oder eben keine so tiefe Beziehungen etwa gleich schädlich ist, wie wenn man jeden Tag eine Zigarre raucht oder regelmäßig raucht. Crazy, oder? Also wir brauchen nicht einfach nur soziale Kontakte und irgendwie möglichst viel davon, sondern wir brauchen eine Gemeinschaft mit Beziehungen, wo eine gewisse Vertrautheit, wo eine gewisse Tiefe herrscht. Und das ist wieder eben dort, wo das Wagnis beginnt, weil das hat eben auch das Risiko drin, dass man verletzt oder auch enttäuscht werden. In der Bibel gibt es verschiedene Beispiele für so Beziehungen, die tief sind. Eine ganz bekannte Beziehung ist die Freundschaft von Jonathan und dem David. Das kann man im 1. Samuel 18 nachlesen. Wir lesen dort drin, dass sie eine ganz tiefe Freundschaft zusammen verbunden hat und dass der Jonathan, der ja der Sohn von König Saul war, und der David, ein unbedeutender Hirtenbub, der gerade den Goliath besiegt hat, eine tiefe Freundschaft sich zwischen ihnen entwickelt hat. So weit, dass der Jonathan zum David gesagt hat, du bist mir so lieb wie mein eigenes Leben. Und das war außergewöhnlich, weil gerade in dieser Zeit hast du dort noch recht gut auch auf deine Stellung und Sachen achten. Und die beiden hätten gut auch Konkurrenz sein können. Der Jonathan wäre der Thronfolger gewesen, und der David ist vom Samuel auch auserkoren worden, hat gewusst, irgendwie wird etwas mit dem Thron. Gott hat mich da erwählt. Und das ist eigentlich eine Situation, wo ganz viel Spannung drin enthalten hat und wo ganz viel Potenzial für Verrat, für Verletzung, für Enttäuschung drin war. Und sie haben es irgendwie geschafft. Und ich habe mir überlegt, was braucht es denn oder wie können wir heute Vertrautheit in Beziehungen angehen? Wie können wir, was braucht es, damit eine Tiefe in unsere Beziehungen hineinkommt? Und ich habe 3 Punkte, die ich heute mit euch möchte anschauen. Der eine ist eigentlich ganz logisch, der ist schon aus dem Wort gemeinsam oder Koinonia daraus herausgekommen. Es braucht Anteilnahme. Vertrautheit braucht ein Anteil nehmen am anderen, ein echtes Interesse an einer anderen Person. Weil Vertrautheit fängt dort an entstehen, wo man merkt, dass jemand Anteil nimmt an meinem Leben. Dass sich jemand für mich und für mein Leben interessiert. Und dass jemand nicht einfach nur einen Nutzen oder irgendwie gute Unterhaltung in einer Beziehung sieht, sondern das Interesse ein bisschen weitergeht. Der Paulus bringt das zum Beispiel in Philipper 2,1 in anderen Worten so auf den Punkt. Er sagt, nicht wahr, es ist euch wichtig, einander im Namen von Christus zu ermutigen. Es ist euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft, Koinonia, miteinander zu haben und einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen. Ich glaube, das ist eine gute Beschreibung, was es auch heisst, Anteil nehmen am Leben von anderen, sich zu ermutigen, sich zu trösten, die Gemeinschaft eben Anteil geben und Mitgefühl und Erbarmen auch zu haben. Und ich glaube, unsere Herausforderung in dem Sinne ist, dass wir immer wieder lernen müssen, unsere eigenen Bedürfnisse und Ängste irgendwo auch von denen wegzuschauen
und wirklich können sich auf die andere Person einzulassen. Weil solange man in erster Linie einfach mit sich selber beschäftigt ist und es nicht schafft, sich ganz auf den anderen einzulassen, ist es schwierig, dass eine Vertrautheit entstehen kann. Und vielleicht habt ihr das auch schon erlebt, dass ihr mit jemandem geredet habt und wie gemerkt habt, irgendwie nach etwa einem halben Satz ist die Person im Kopf schon ganz neu mit anders gewesen und hat irgendwie schon studiert, wie sie antworten könnte oder was sie jetzt auf das sagt, was sie vielleicht selber für eine Story dazu zu erzählen hat und du merkst, die Person lässt da gar nicht mehr richtig zu. Habt ihr auch schon erlebt? Die meisten schon, oder? Der Steffi und mir ich glaube, Marc, das haben wir bei dir im Buch «Beziehungsstark» gelesen, so, dass wir uns in Konversationen manchmal achten müssen, wo bin ich jetzt eigentlich genau in meinem Kopf? Bin ich eher bei mir oder bin ich bei der anderen Person? Und Steffi und ich haben das angefangen zu trainieren oder uns auch darauf zu achten und manchmal sagen wir auch anderen, hey, jetzt bist du einfach bei dir und jetzt hätte ich eigentlich gern, du wärst bei mir. Und sich ein bisschen darauf zu achten, studiere ich jetzt schon darum herum, was ich jetzt eigentlich möchte sagen, oder höre ich am anderen auch wirklich noch zu und versuche zu verstehen, was die Person mir sagt. Und das ist manchmal gar nicht so einfach, gerade wenn einem irgendetwas triggert. Aber ich glaube, es ist mega wichtig, dass man das lernen, weil es macht einen riesigen Unterschied, ob ich mich wirklich auf das einlassen kann, was die andere Person sagt, oder ob ich in Gedanken schon wieder bei mir bin und was meine Reaktion jetzt auf das ist. Anteil nehmen heisst, ganz bei der anderen Person zu sein und sich innerlich ganz auf die andere Person einzulassen. Und ich glaube, gerade in Konfliktsituationen ist das manchmal besonders schwierig, weil uns Sachen triggern, weil wir in den Emotionen hinein sind. Und genau dann wäre es eigentlich so wichtig, immer wieder kurz anzuhören oder sich zu fragen, wo bin ich jetzt? Bin ich bei mir oder bin ich bei der anderen Person? Und ich glaube, das wäre so ein einfacher Tipp, den wir alle machen können. Etwas anderes, was wir schon ab und zu erlebt haben, oder nein, vor allem einmal war es extrem, sind wir eingeladen bei einem Pärchen zum Nacht, haben einen guten Abend miteinander verbracht und so beim Rausgehen und Heimgehen frage ich so die Steffi, du, hast du eigentlich auch mal etwas erzählt? Bist du auch mal etwas gefragt worden? Weil ich bin nicht einmal etwas gefragt worden. Und sie sagt, nein, mir ist es genau gleich gegangen und tatsächlich haben wir einen Abend mit Leuten verbracht, und ich glaube, nicht eine einzige Frage irgendwo gestellt bekommen, sondern nur zugelassen. Und kein Wunder, oder? Ist jetzt nicht eine Beziehung, die in die Tiefe gewachsen ist, wo mehr Vertrautheit drin hineingekommen ist, weil wir wie gemerkt haben, so, ich weiß gar nicht, ob die Leute an uns interessiert sind oder nicht, ob die uns überhaupt kennenlernen möchten. Und das ist so der Punkt vom gegenseitigen Interesse. Und ich glaube, eine der Arten, natürlich gibt es auch andere Arten, wie man das signalisieren kann, aber ich glaube, eine der wichtigsten Arten, wie man Interesse an der anderen Person signalisiert, ist, indem man auch Fragen stellt. Und wir begegnen trotzdem immer wieder Leute, wo wir manchmal wirklich nicht wissen, hey, interessieren sich jetzt die irgendwo auch für uns oder wie es einem geht, weil keine Frage kommt und weil es manchmal mega schwierig ist, um das dann sich zu fragen. Und eben, ich muss da sagen, das müsst ihr gut einordnen, ist auch nicht für alle Leute gleich einfach zum Fragen stellen, hat man vielleicht teilweise auch nicht so gelernt, je nachdem, wie man aufgewachsen ist. Aber es ist eine Art von denen, wo eine Art, wie man Interesse signalisieren kann und wie eine Beziehung auch in die Tiefe kommt. Und natürlich ist dann das Wichtige, was für Fragen das man dann stellt, damit die Beziehung Tiefgang kann entwickeln kann. Weil wenn Fragen nur richtig Wetter, die nächsten Ferien, welche Serien und Bücher das man noch empfehlen könnte, gut, Bücher können schon einen recht Tiefgang führen, oder News drüllen, dann kann das zwar unterhaltsam sein und lustig sein den ganzen Abend, aber spannend wird es, wenn die Fragen irgendwo auch ein bisschen in die Tiefe hineingehen. Und einfach mal so ein paar Beispiele für die manchmal, also ganz ehrlich, ich nehme mich da mit drin rein. Ich bin jetzt auch nicht der Allerbeste im Fragen mit Tiefgang stellen, aber ich habe gemerkt, wenn ich das trainiere, dann funktioniert das und es macht einen Unterschied auf Beziehungen. Also da gibt es Fragen wie, hey, ich kann dann auch ganz simpel, wie geht es denn dir wirklich? Und nicht einfach so das, was man schnell so daher sagt. Was wäre dein grösster Traum? Was würdest du dir von Gott gerade am meisten wünschen, wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest? Was möchtest du, dass andere am Ende von deinem Leben mal über dich sagen?
Was sind deine aktuell grössten Herausforderungen, die dir Energie rauben? Was ist dir in den letzten paar Wochen besonders gut zum Beispiel gelungen? Was ist deine grösste Unsicherheit oder Angst? An welcher von deinen Charaktereigenschaften möchtest du etwas ändern? Und hey, es gibt Leute, die sind so gut in dem und da kann man sich manchmal auch inspirieren lassen. Dave Tilge ist zum Beispiel jemand, der immer wieder in Gesprächen so eine tiefe Frage einfach reinwirft und damit das Gespräch gerade einfach auf eine andere Ebene nimmt. Und ich glaube, dass die Qualität der Fragen, die wir stellen, den Tiefgang von unseren Beziehungen bestimmt. Dass ein riesiger Zusammenhang zwischen der Art und Weise und den Fragen, die wir stellen, herrscht, zu wie unsere Beziehungen in der Vertrautheit und in der Tiefe wachsen. Und eben, ich sage es nochmal, ich bin mir bewusst, das ist nicht für alle gleich einfach. Es hat mega oft auch damit zu tun, wie man aufgewachsen ist. Ich bin zum Beispiel auch in einer Familie aufgewachsen, da stellt man sich nicht mega viele Fragen. Und für die Steffi war das zum Beispiel am Anfang ganz komisch gewesen, weil wenn sie bei uns essen gekommen ist, weil bei ihr in der Familie ist es umgekehrt, da wirst du bombardiert mit Fragen. Und da Mal, ist schon ein bisschen so, oder? Es ist so. Genau. Und das ist im positivsten Sinn, weil in der Steffi, ihrer Family, ist man mega interessiert an Menschen. Und in meiner Family würde ich jetzt nicht sagen, ich bin nicht dran. Aber bei uns war das wie nicht so Familienkultur gewesen. Und ich musste das irgendwo lernen. Ich habe das zum Glück schon gelernt, bevor ich die Steffi kennengelernt habe. Sonst wären wir wahrscheinlich gar nicht zusammengekommen. Genau. Und ich weiss eben, für die einen Leute ist das eine mega Herausforderung. Und ich will nicht sagen, wir alle müssen Top-Profis werden, ich weiß auch nicht, wie tiefe Fragen stellen. Aber man kann besser werden und man kann sich Gedanken machen, was sind Fragen, die nicht einfach nur an der Oberfläche kratzen, sondern die ein bisschen tiefer gehen und wo du dir vielleicht selber noch wohl bist dabei, um die zu stellen. Und im Fall ganz einen einfachen Trick. Ich kann das einfach mal googlen. Es gibt ganze Listen mit x so Fragen, die wirklich gut sind und die einfach helfen. Eine dritte Art und Weise, und ich glaube ganz wichtige, wie wir Anteil nehmen können am Leben von anderen, ist, indem wir uns einfach auch fragen, hey, wie kann ich für die Leute, die ich in einer Beziehung bin, ein Segen sein? Für mein Gegenüber, Gott, ganz konkret. Das ist das, was der Paulus da im Philipper 2,1 auch nochmal sagt. Hey, nicht wahr, es ist euch wichtig, einander im Namen von Jesus Christus zu ermutigen. Es ist euch doch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten. Durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben. Ein tiefes Mitgefühl und Erbarmen einander entgegenbringen. Das sind alles Wege, wie man andere Menschen segnen. Trost, Mitgefühl, Gebet. Also sagen, hey, ich bete für dich. Oder lass uns doch zusammen gerade beten. Verständnis für Situationen zeigen. Und eine, die mega wichtig ist und wo jetzt da der Paulus nicht aufgelistet hat, Zeit schenken. Etwas vom Kostbarsten, was wir jemandem schenken können, ist unsere Zeit. Und da möchte ich den Rückbezug machen auf die Frage, warum dass wir im Alter oder je älter dass wir werden, nicht mehr so viele Beziehungen knüpfen, weil wir weniger Zeit mit neuen Menschen verbringen. Es braucht gemäss Forschung mindestens 50 Stunden, um nur schon eine lockere Freundschaft aufzubauen. Und es braucht mindestens 200 Stunden, die man zusammen verbracht hat für eine tiefe Freundschaft. Und das ist etwas, wo je älter das wir werden, sind unsere Leben voller, wird es schwieriger, haben wir schon ein gewisses Beziehungsnetz und passiert das weniger als für Kinder, ist das viel einfacher. Nebst dem, dass es noch ganz viele andere Faktoren gibt, ist einfach einer von diesen Faktoren. Zweiter Punkt. Eine Anteilnahme jetzt gehabt. Zweiter Punkt ist, indem wir auch in Beziehungen uns irgendwo treu bleiben. Unsere Beziehungen beeinflussen uns und wir alle haben irgendwo die Tendenz, dass wir unsere Beziehungen einander gegenseitig anpassen. Weil wir möchten dazugehören, weil wir nicht zu fest möchten anstoßen, passen wir uns an. Und das ist eine ganz wichtige und eine gute Eigenschaft, aber es gilt, eine gewisse Balance zu finden, auch in unseren Beziehungen. Zum einen wirst du dich automatisch deinen Freunden anpassen, in Ausdrucksweise, im Humor, Kleidungsstil, das geht hin bis zu Meinungen und Wert. Wenn wir sagen damals der Junge, zeig mir, wer deine Freunde sind und ich kann dir sagen, was deine Zukunft ist, weil es auf uns abfärbt. Und doch ist es mega wichtig, in dem hinein
eine gewisse Eigenständigkeit auch zu bewahren. Wenn wir uns, und in dem Sinne müssen wir so eine Balance finden, weil wenn wir uns zu fest anpassen, dann verlieren wir uns irgendwo selber, dann verlieren wir unser Profil, dann sind wir nicht, wer wir eigentlich sind. Aber wenn wir zu fest die Eigenständigkeit haben, dann werden wir immer wieder an Menschen vor den Kopf stoßen und es schwierig machen, wirklich Beziehungen zu ihnen aufzupassen. Also das heisst zum Beispiel, eben, wenn wir immer ohne zu überlegen, was jetzt das im Gegenüber auslöst, unsere Meinung einfach platsch rauslassen. Wenn wir nur auf uns schauen, das meine ich so mit dieser Eigenständigkeit zu bewahren. Und es gilt in dem Sinne eine gesunde Balance zu finden. Eine zu starke Anpassung, ja, das habe ich schon gesagt, führt eben dazu, dass wir uns in der Beziehung verlieren und irgendwo verleugnen. Und irgendwo sind beide Extreme sind ungesund, es braucht so eine Balance. Und ich finde, auch gerade bei der Geschichte von David und Jonathan sieht man das irgendwo, wo es da angefangen hat, kriseln zwischen dem David und dem Saul, ist der Jonathan in einer schwierigen Situation gewesen. Zu wem steht er jetzt? Zu seinem Vater oder zum David? Und er hat es irgendwie geschafft, sich zu positionieren, dass er seinem Vater nicht völlig verraten musste und trotzdem die Beziehung mit dem David geachtet hat. Und wo der David hätte flüchten können, hätte ja eigentlich der Jonathan sich ganz aufgeben und einfach sagen, okay David, ich komme mit dir und flüchten, aber er hat irgendwo seine Position behalten und hat es irgendwie geschafft, trotzdem irgendwo noch zu wissen, was ist seine Aufgabe, wer ist er. Und ich glaube, die Gefahr ist manchmal in Beziehungen heute, dass wir eine Tendenz haben, uns manchmal zu stark zu anpassen. Und dass wir anfangen, Meinungen einfach übernehmen, die wir eigentlich gar nicht haben. Oder dass wir uns nicht mehr getrauen, unsere eigene Meinung zu sagen, weil wir merken, oh, das ist jetzt aber eine andere Meinung, als die Person hat und das könnte jetzt irgendwie nicht so gut ankommen. Dass wir Sachen machen, die wir eigentlich gar nicht wollen. Oder noch schlimmer, dass wir uns Sachen gefallen lassen, einfach einer Beziehung zu lieb, die eigentlich uns schadet oder die verletzend sind und die nicht wertschätzend sind. Das ist ein Faktor, der da mitspielt, ist die Angst. Wir könnten die Harmonie in der Beziehung stören und wir könnten vielleicht sogar, wenn wir uns anstellen und einstehen für das, was wir eigentlich möchten, die Beziehung in Gefahr bringen, könnten einen Konflikt auslösen oder sie verschlechtern. Aber ich glaube, eine Beziehung wächst und wird tiefer, genau dann, wenn wir uns getrauen, auch uns selber zu sein und nicht einfach nur so sein, wie die andere Person uns vielleicht gerne hätte oder wie wir das Gefühl haben, dass die andere Person uns gerne hätte. Wenn wir uns getrauen, die Harmonie eben auch mal ein bisschen zu stören und anstehen und einen Standpunkt zu beziehen. Und ist etwas, das habe ich auch selber lernen. Ich hatte einen Freund, der hat, das macht er nicht extra, aber der hat eine Art und Weise gehabt, wie er manchmal gesagt hat, ja, aber das ist doch so und so. Und so in dem Sinn gerade schon Bestätigung einfordert, wo du sagst, ja, stimmt, ja. Und wo ich dann oft mal gemerkt habe, nein, eigentlich sehe ich es zwar anders und es ist aber dann relativ schwierig in so einer Situation, wenn es jemand gerade so sagt, zum dann anzustehen. Und ich musste lernen, dort mir das gut überlegen und dann aber auch mal sagen, hey, nein, das sehe ich im Fall ehrlich gesagt anders. Da bin ich jetzt nicht gleicher Meinung und das machen. Und das ist nicht unbedingt einfach gewesen, aber es hat unsere Beziehung bereichert. Sie ist tiefer, sie ist ehrlicher geworden. Und es hat ihr gar nicht geschadet, sondern eben, es ist viel wertvoller geworden, weil wir uns beide gegenseitig auch herausfordern, um über Sachen nachzudenken. Der Ed Shaw hat gesagt, es braucht manchmal sogar genau das, dass eine Beziehung wirklich in die Tiefe kommt. Er sagt, Freundschaften beginnen oft erst so richtig nach den ersten Streitigkeiten oder Missverständnissen und den sorgsamen, schmerzhaften Gesprächen danach. Und da geht es jetzt sicher auch schon ins Thema Konflikt hinein. Das ist ein riesiges Thema, das haben wir eben gesagt, das verdient einen eigenen Sonntag. Das gehen wir nächsten Sonntag ein, wie können wir Konflikt wagen und in Konflikt sein. Aber ich kann heute das mit dieser Selbstdifferenzierung schon drin hineinbringen, weil es Tiefe und Vertrautheit in eine Beziehung hineinbringt, wenn wir uns getrauen oder uns auch überlegen, wo bin ich vielleicht in der Tendenz so, dass ich mich zu fest einfach anpasse und mich so in Beziehungen verliere und gar nicht mehr mich selber bin und wo bin ich vielleicht aber auch zu eigenständig unterwegs und andere brüskieren mit der Art und Weise, wie ich einfach für mich anstehe. Und ich glaube, gerade manchmal, wenn man
irgendwo mal an einen Punkt gekommen ist, wo man gemerkt hat, hey, ich habe mich selber verloren, ich habe mich zu fest angepasst in Beziehungen, tendiert man nachher eigentlich aus Schutz eher in die andere Richtung und ist es manchmal dann auch schwierig, wieder eine ganz gesunde Balance in dem hinein zu finden und sich auch wieder ein bisschen darauf einzulassen, hey, wo passe ich mich jetzt gleich auch wieder an, weil es einfach an den Beziehungen gut tut. Und das ist vielleicht etwas, wo ihr euch fragen könnt, wo stehst du in deiner Tendenz, was ist vielleicht da der Auslöser für das. Der dritte und letzte Punkt, wo ich möchte darauf eingehen, ist das Gegenteil von Anteilnahme zeigen, nämlich selber Anteil geben. Und das ist manchmal der schwierigste und der risikoreichste. Das Tiefe, das Vertrautheit in eine Beziehung kommt, braucht es, dass wir anderen auch Anteil geben an unserem Leben. Und das bedeutet, oder das passiert nur dann, wenn man am anderen ein Vertrauen entgegenbringt. Und zwar so weit, dass man bereit ist, das Wagnis einzugehen, sich oder eben vielleicht einen Teil von sich am anderen auch anzuvertrauen. Es braucht Vertrauen, sich einer anderen Person anzuvertrauen, damit eine Beziehung in die Tiefe gehen kann. Und das mit sich anvertrauen meine ich jetzt nicht einfach, wir gehen irgendwie auf einen Spaziergang und ich bin blind und sehe nichts und du führst mich, sondern da geht es um Gedanken, um Sachen, die man mit jemandem teilt, Ängste, Nöte, Schwächen. Da geht es vielleicht um Fehler, aber auch um Wünsche, Sehnsüchte, die wir haben, Hoffnungen. Oder vielleicht auch, was die andere Person in einem ausgelöst hat. Und in dem liegt genau das Wagnis, weil wir nicht mit Sicherheit wissen, wie die andere Person ja damit umgeht. Kann sie das annehmen, wenn ich ihr das sage? Wie denkt die Person denn über mich? Werde ich zurückgewiesen, weil es die Person vielleicht schockiert? Oder noch schlimmer, nutzt das die Person gegen mich, indem sie es anderen erzählt oder indem sie sich irgendwie einen Vorteil daraus herausholt? Das ist das Wagnis für Vertrauen. Und Vertrauen basiert aber immer auf Vorschuss. Vertrauen geht nur aus Vorschuss, sonst ist es nicht Vertrauen. Und das heißt, ich muss mich schlussendlich entscheiden, mich irgendwo auch verletzlich zu machen, mich in einer Situation auszusetzen, wo mir ein Schaden oder eine Verletzung daraus entstehen könnte. Und ich muss darauf vertrauen, dass die andere Person das nicht zu ihrem Schaden ausnutzt. Nur so kann Tiefgang in Beziehungen entstehen. Wieder der David und der Jonathan beeindrucken mich, wie sie das gemacht haben. Sie haben sich gegenseitig vertraut, obwohl so viel für beide auf dem Spiel gestanden sind. Der David hätte den Jonathan ausschalten können und sein Weg auf den Thron wäre frei gewesen. Umgekehrt hätte Jonathan natürlich mit seinem Vater zusammen, dem Saul, den David aus dem Weg haben und er hätte König sein. Sie sind eigentlich Konkurrenten um den Thron gewesen, aber sie haben sich trotzdem so ein Vertrauen entgegengebracht, dass sie einander beschützt haben, füreinander da sind und einander geholfen haben. Beziehungen bleiben oberflächlich, solange niemand das Risiko eingeht, sich auch verletzlich zu zeigen. Und ich glaube genau, auch in den Kirchen ist eigentlich das Coole, dass wir eine gemeinsame Basis hätten, gemeinsame Werte haben, um einander eben nicht zu verletzen. Und doch fällt es uns manchmal so schwer. Gerade darum bleiben manchmal Groups so oberflächlich, weil niemand sich getraut oder sich verletzlich zu machen. Der erste Schritt zu machen, um den anderen das Vertrauen entgegenzubringen. Anteil zu geben, wie es einem wirklich geht. Womit man vielleicht zu tiefst drin schon lange am Kämpfen ist. Wovor man sich fürchtet. Wie es einem vielleicht in der Ehe oder bei der Arbeit wirklich geht. Was für Verletzungen man mit sich herumträgt, die einem schmerzen und wehtun. Und es braucht oft nur sehr wenig und es braucht oft nur jemand, der den Mut hat, sich zu getrauen, um den Weg frei zu machen, dass andere das auch machen. Weil meistens, wenn jemand mal sagt, hey, mir geht es so und so, ich habe mit dem und dem Mühe, stehen ein oder zwei andere auf und sagen, hey, mir geht es genau gleich. Ich erlebe das genau auch so. Und wie gut wäre es doch, wenn man es voneinander gewusst hätte und einander hätte können in dem ihnen unterstützen und füreinander beten. Ich weiss noch genau, wie es bei
Unsere Group, wo wir gestartet war, wo das erste Mal jemand sich getraut hat, sich wirklich zu öffnen und zu sagen, wie es ihm wirklich geht, was ihn beschäftigt. Ab dann war es eine andere Gruppe. Ab dann haben wir einen Tiefgang in der Gruppe, der bis heute anhebt und wo wir enorm tief miteinander teilen können, was ja ihm abgeht, bis hin zu Sachen, die man wirklich manchmal anderen nicht sagen würde. Und ich möchte an dieser Stelle, auch wenn es ein bisschen Klischee ist, gerade besonders auch Männer Mut machen, sich trauen, über ihre Gefühle, ihre Herausforderungen, Ängste und auch Probleme zu reden, weil wir uns manchmal schwieriger tun. Und ich rede hier auch von mir. Ich bin so dankbar für gute Freunde, die ich habe, die sich getraut haben, mir ihre tiefsten Nöte und Sorgen anzuvertrauen. Es hat mich befähigt, dass ich das auch lernen konnte und für andere machen. Und es braucht manchmal eben die eine Person, die den Mut hat, das zu machen, aber es sind Beziehungen, die so tief sind und es sind Beziehungen, die heben und die so viel Halt geben und die Vertrautheit da ist, um wirklich ganz sich selber zu sein. Und das ist die Frage, wo ich an dir heute nochmal stellen möchte. Getraust du dich anderen auch anzuvertrauen? Es ist manchmal so, wie wenn man in ein tieferes Wasser reingeht. Jemand muss manchmal den ersten Schritt machen und mal ein bisschen tiefer rein. Und darauf vertrauen, dass die Person nachkommt. Und auch das, ich nehme nochmal Bezug auf die Frage am Anfang, warum Freundschaften im Alter schwieriger werden. Auch das ist ein Punkt, wo manchmal, je älter das wir werden, uns schwerer fällt. Weil wir vielleicht auch mehr Sachen mit uns herumtragen. Mehr Sachen und Enttäuschungen und Schwieriges schon erlebt haben. Und ich glaube, ist es so wertvoll, wenn wir es schaffen, auch über das anderen auch anzuvertrauen und über das zu reden. Manchmal hindert uns also ein Gedanke, nämlich, dass wir uns zum Beispiel anderen nicht zumuten wollen. Das Gefühl haben, hey, ich werde so anderen nur zur Last, wenn ich ihnen das sage. Aber genau das macht Beziehungen aus. Dass man sich einander auch mal zumutet und seine Gefühle, seine Sorgen, seine Nöte am anderen zumutet. Und ihr werdet sehen, es ist gegenseitig. Beide dürfen mal den anderen etwas zumuten. Ich glaube, Beziehungen brauchen das. Und eben ein Punkt, den ich besonders Mut machen will, ist, dass man sich auch mitteilt, wie man sich vielleicht gegenüber der anderen Person manchmal gefühlt hat. Auch mal ein Feedback gibt, sich getraut zu sagen, hey, die Aussage, die du dort gemacht hast, die hat im Fall mich ehrlich gesagt getroffen. Wie hast du denn das gemeint? Oder dein Verhalten, das du dort gehabt hast, habe ich nicht einordnen können. Ich habe mich so und so gefühlt und dann über das reden. Zum einen ist das mega wichtig in der Ehe, dort haben wir häufig das Gefühl, es ist logisch, dass wir das machen, aber ich glaube, es wäre so wichtig, in unserem Umgang miteinander, für die Vertrautheit, für die Tiefe, für unsere Beziehungen, wenn wir lernen, einander auch so Sachen zu spiegeln und anzusprechen und nicht durch so Sachen etwas zwischen uns kommen lassen. Ich weiss, die Sachen sind mega herausfordernd und dass etliche von uns auch ganz Schwieriges schon erlebt haben, Vertrauen missbraucht worden ist und dass die Angst, dass das Vertrauen wieder missbraucht wird, so groß ist, dass man es vielleicht sich nicht mehr getraut. Es ist ein Wagnis, sich anderen anzuvertrauen. Und Brené Brown sagt, Verletzlichkeit, sich jemandem anzuvertrauen, ist eigentlich nichts anderes als Mut. In einem Zitat sagt sie, es fordert Mut, seine Schattenseiten zu zeigen. Aber nur wer sich verletzlich zeigt, erfährt Verbundenheit und kann die eigene Scham überwinden. Und ich habe mich in den Vorbereitungen gefragt, ob nicht manchmal sogar unsere Fähigkeit, auch in Beziehung mit Menschen uns verletzlich zeigen, auch einen Einfluss darauf hat, wie unsere Beziehung zu Gott ist. Also wenn alles immer nur oberflächlich bleibt in unseren Beziehungen, dass es vielleicht auch einen Einfluss darauf hat, wie wir mit Gott unterwegs sind. Und ich glaube, dass wir davon profitieren würden, wenn wir es in unseren normalen Beziehungen lernen, dass wir auch davon profitieren in Bezug auf unsere Beziehung zu Gott. Und ich weiß nicht, wie schwer dir das fällt und ich kann mir vorstellen, dass es Leute gibt, denen fällt das enorm schwer, löst viel auch Ängste aus und ich verstehe das. Und ich kann dir den Mut nicht machen, oder?
Obwohl ich mir das irgendwie so auf die Fahne geschrieben habe, ich möchte ein Mutmacher sein, aber Mut kann ich nicht machen. Und manchmal braucht es auch seelsorgerliche Hilfe, um irgendwie so einen Mut wieder zu fassen und anzuschauen, was braucht es, damit ich mich irgendwo wieder verletzlich zu machen kann. Aber was ich dir heute möchte zusprechen, ist, dass mindestens jemand den Mut aufgebracht hat, um sich dir gegenüber verletzlich zu machen. Gott hat den ersten Schritt auf dich schon zugemacht. Er hat sich Mensch gemacht. Er hat sich uns Menschen anvertraut, hat sich in unsere Gewalt ein Stück weit auch gegeben, um uns zu zeigen, wie groß seine Liebe zu uns ist. Um dir zu zeigen, wie groß seine Liebe zu dir ist. Er war bereit, sein Leben dafür anzugeben, dass du und er, dass du mit Gott eine vertraute, tiefe Beziehung hast. Er hat das Risiko auf sich genommen, von dir auch zurückgewiesen zu werden. Von uns Menschen immer wieder zurückgewiesen zu werden. Römer 5,8 drückt das zum Beispiel aus. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Und ich glaube, in einer anderen Übersetzung heißt es, wo wir ihm noch feindlich gegenübergestanden sind. Oder im 1. Johannes 4,19. Wir wollen lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und aus dieser Beziehung zu Gott, glaube ich, können wir auch Kraft und Mut schöpfen für die andere Beziehung. Aus dem Wissen, bei ihm angenommen sein und dass er den Schritt auf uns zugemacht hat. Ich möchte mit ein paar Fragen, die ich euch stellen möchte, einfach aufhören. Die euch so mitgeben, jetzt auch in die Zeit hinein, wo wir gehen. In welchen Beziehungen musst du mehr Anteil nehmen, damit die Beziehung in die Tiefe wachsen kann? Wo bist du in der Gefahr, jeweils zu fest bei dir zu sein? Wo könntest du mit guten Fragen mehr in die Tiefe gehen und das Interesse signalisieren? Oder für wer in deinem Umfeld könntest du konkret zu einem Segen werden und wie könnte das aussehen? In welchen Beziehungen stehst du in der Gefahr, dich selber zu verlieren? Oder wo grenzt du dich vielleicht auch zu fest ab und merkst, aus diesem Grund stagniert die Beziehung? Wo wäre es an dir, Vertrauen zu zeigen, das Wagnis einzugehen, damit Vertrautheit in dieser Beziehung wachsen kann? Wer sind die Personen, wo du dich anvertraust? Und gerade Verheiratete möchte ich fragen, gibt es neben deinem Ehepartner auch noch andere so Beziehungen, wo du dich wirklich anvertrauen kannst? Und weil es nicht, wer könnte so eine Beziehung sein? Ich möchte beten zum Schluss kommen, wir stehen doch auf. Jesus, du hast uns als Beziehungswesen geschaffen. Wir brauchen Beziehungen zum Aufblühen. Und doch sind sie eben manchmal auch so herausfordernd und manchmal auch schwierig. Und fällt es uns manchmal auch so schwer, Beziehungen zu pflegen, die wirklich auch in die Tiefe gehen. Und Jesus, ich bete, dass wir gerade auch bei uns in den Kirchen dürfen so Beziehungen pflegen, die in die Tiefe gehen, wo wir Anteil nehmen können und anderen auch Anteil geben. Und wir dürfen uns selber sein. Und Jesus, ich bete gerade speziell für Leute, die verletzt worden sind in Beziehungen und die merken, wie das immer noch wehtut, wie das immer noch schwierig ist. Jesus, ich bete, dass irgendwo Heilung passieren darf. Ich bete, dass wir wieder Schritt machen dürfen, um uns irgendwo auch wieder verletzlich zu zeigen. Ich bete, dass wir auch gerade hier in der Kirche haben, ein Umfeld, wo wir merken, das geht. Wir haben eine gemeinsame Basis, wo wir miteinander verletzlich sein können. Jesus, ich bete gerade speziell auch für die Leute, die den tiefen Wunsch nach so Beziehungen haben und was irgendwie noch nicht geklappt hat. Manchmal, es gibt nicht einfach ein Rezept und Jesus, ich bete, dass du dort den Mut schenkst, sich immer wieder irgendwo darauf einzulassen. Interesse signalisieren und
dass so Beziehungen dürfen entstehen, die dürfen bereichern, die dürfen wertvoll sein. Wo wir drinnen etwas dürfen lernen, wo dich irgendwo reflektieren können. Amen. Wir gehen jetzt